Yes, good morning. Goed hier alle te zijn. En te hören, dat Menschen wel een Bolivia fahren, maar mit abpassen, dass sie Aufgaben nicht mit abheft. Aber gut, ich freue mich für ihn, dass ich kann fahren und mag Gott ihn segnen damit. Und wir sind auch, das unsere Titel uns Vater hat mitgebracht. Wir brauchen von der bloß mal durch das Fenster kicken, wo Schmack der Sonne ist, war abgegangen. Dat jaar voorjaar. En de tijd hebben ze gebracht, we waren dicht bij Stille Vrijdag gekomen, Ostern gekomen. We hebben nog maar rots Weihnachten gehad, maar nu zijn we waren bij Stille Vrijdag, nu zijn we bij Ostern. Op Weihnachten vieren we dat Jezus geboren wird, Stille Vrijdag, wo hij gekreuzigt wordt, en Ostern, wo hij weer opstaat. Jezus wird hier beëerd. Voor 30 jaar met zijn familie. Hij schafft met een hoop, zoals we weten. Hij werd een buurmeester. En nu dat werd hij 3 jaar aan zijn ministry, en zijn arbeid, wat hij deed voor zijn himmlische Vader. En de tijd waar hij zijn 12 disciples toepropen deed, en vele wunder deed. Hij leert mensen. Hij geeft de honger te eten. Op eenmaal 5000 mannen. En hij zei de Kinder. Zo ging hij aan van gelijkenis. Geschichten en hij deed leren. Aber hij weer hier om terug te wijzen. Besonders wenn wir denken, dat wo hij met de Pharisäer omging. En hij wil reden van harte weer. Je Schlangenbrotsatz. Jezus wird nicht hier, um Trick zu tragen, um frei zu holen. Und was wollen die denken von mir? Jesus wird gleich tau. Wir sehen, wo er seine Jünger lehren hat. Er lehrte von seinem Recht, was er gekommen wird, für die Ursache, zu was er hier wird. Wir sehen sein Dienst. Kwam zum Ende, der kwam bei dem Punkt, wo er wird gekreuzigt worden. Und wir sehen dort in Matthäus 16, Vers 21 bis 23, was wir wollen lesen, um in unsere Botschaft gehen, wo Jesus redet zum ersten Mal von seinem Tod. Matthäus 16, 21 bis 23 sagt es steht. Jesus verteilt seine Jünger, wo er wird nach Jerusalem gehen. Hij wordt van de Ältesters, Hohepriester, Schriftgeleerden en veel wordt lijden maken en ook doodgemerkt wordt worden. En aan 3 deel wordt hij weer opstaan. Petrus kon dat niet verstaan. Dat zegt hij neemt Jezus te zien en zegt te arm. Dat kan niet passeren. Petrus kon niet verstaan. Nu wordt de meester worden, doodgemerkt worden. Hoe worden zij blijven? Zij hadden zich voor 3 jaar aangehouden. Nu redt Jezus van zijn dood. Dat zegt Petrus neemt hem te zien aan de 22e vers. En zegt, God bewaar die. God bewaar die. Dezelfde weer wat wij praten brokken. Himmlische weer, christelijke weer, jesuliche weer. Maar we zijn ook dat Satan ook God zijn weer wist. Satan wist God zijn weer ook te gebruiken. Zo zijn we dat. Wat zegt Jezus? Aber Jezus kan den Jes, wat du reden deed. Jezus redet sich nur Petrus. Jezus, dat sage ich nicht, dass Jezus sagt zu Petrus. Jezus redet sich nur Petrus. Und dann sagt er zu arm. Er sagt zu Satan, Satan, sei dort die Wahrheit. Du stehst mir in Stich. Satan wird aber hier tun, noch einmal in Stich, dass Jesus nicht kann sein Werk vollbringen. Jezus erkent den Jes wat reden deed. Hij dreht zich naar Petrus en gebeid, Satan te verloren. Satan wie war du? Satan wie du was, wo er Jezus op een borg metneemt naar de Wüste, om hem te verzekeren voor 40 deel. Maar deze tijd, hier war er geen Satan met zijde weer. God bewaar die.
Matthäus 16, 21 bis 23. Mit det wir gehen nur an den Tags, was wir jetzt in den nächsten Kapitel werden betrachten, Matthäus 17 von 1 bis 10. Was wir werden lesen von den Tags. Dort sagt es dort, nu saß der neben Jesus Petrus, Jakobus und Johannes, seinem Bruder Johannes, mit sich ab den Höhenberg hinab, wo sie allein wären. Und er ward voran verwundert, und sein Gesicht glänzt aus der Sonnenstrahl, und seine Kleider wurden weit aus dort Licht. Und dann sahen sie auf einmal Moses und Elia mit Jesus reden. Dann sagte Petrus zu Jesus, Herr, das ist so gut, dass wir hier sind. Wenn dir das so was, wenn die dort so reich ist, dann war ich hier 3 Boden mehr, eine für die, eine für Moses und eine für Elia. Aber als Petrus noch redet, kam eine Dache Werk überarm, und horch, von der Werk seht eine Stimme. Das ist mein Sehen, den ich Gott sehe, mit dem ich sehr zufrieden sehe, horch nu arm. Als die Jünger dort hielten, fallen sie da, mit das Gesicht ab die Erde und fürchten sich sehr. Und Jesus ging am Hand und Fuß am Ohren und sagt, steh ab. Steh nicht ab und ängstigt nicht. Und als sie abkickten, sahen sie 16 aus Jesus. Als sie von dem Berg raufkamen, befahl Jesus seine Jünger, dort kennen zu sein, dort sie auf dem Berg geseinen wurden, was die Menschen sehen, wird von dort abgestoßen sein. Was so weit. Wir sind hier ans Tagsfang an mit Nu saß der. Saß der wird von geteilt von dem Tag, wo Jesus, der Jünger dort verteilt von seinem Tod. Nu dort, saß der Leute, nu dort, neben Jesus, Petrus, Johannes, Jakobus mit sich auf den hohen Berg hinab. Wenn wir denken an den hohen Berg hinab, wer von uns erstmal am hohen Berg gewesen? Ich glaube, beide von uns sind. Ich denke an die Zeit, wenn wir früher mal durch Jasper und dann fuhren wir auf den Berg hinab mit das Kabel, mit der Klotje da an, fuhren die Licht in den Wolken an. So hilft wir dort. Die Wolken in den Tag mit Licht. Aber das ging zu viel. Nicht vor wir in den Wolken an, wir können nicht mehr sein. Und das sagt, Jesus wird hier am Höhenberg und die Jünger können wären an den Wolken. Und das sagt, wo sie allein wären. Wo die allein wären, das mal wird es nicht, um mit anderen Menschen zu kommen, um ein Gleichnis zu vertellen für eine große Herde, oder dort irgendwas zu tun mit anderen Menschen. Das mal wird es für Jesus. Das mal wird es eine Zeit für ihn allein. Das mal wird es nicht eine Zeit für Menschen, das mal wird es eine bitte Evangelium. Wir können sozusagen ein Meeting für Jesus und die 3 Jünger. Das wird nicht für andere Menschen zu weiten. Jesus ging allein. Das wir sein in den jenen Vers, Jesus sagt, Jesus befahl seine Jünger, dort keinem zu sein. Was die Menschen sehen, wird von dort abgestoßen sein. Dieses Meeting wird für Jesus und jetzt wie sein Jesus und Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Jesus weiß, die Jünger fehlten zu weiten, dass die Leute an würden von ihm zeugen, kriegt das, was sie gesehen haben, auf den Berg. Dass die Leute an würden zeugen von seiner Herrlichkeit und was sie gesehen haben, so ist was Petrus schrieben hat, in 2. Petrus 1, Vers 16. Wenn wir dumme Hand lesen, nur 2. Petrus 1, Vers 16 bis 18 sagt es das. Weil wir haben nicht Geschichten vertellt. Das wird keine Geschichte, nicht, was Petrus Leute an verschrieben hat. Die wir uns selbst ausgedacht haben, als wir ihnen dort deutlich merken, was für eine Kraft der Herr Jesus Christus hat und dort er wahrkommen wird. Wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Hier auf dem Berg sahen sie Jesus seine Herrlichkeit. Petrus schrift davon, sie haben das selbst gesehen.
So sind wir in unserem Tagsvers 2, wo das sagt, in Hij wordt verwonderd. Onze plattische Bibel redt van verwonderd. Nou, für mich dort wird uitgeleid was das meint. Ich spüre sich so, ich kann bis meist nicht der rechte Wert finden. Auf Englisch redet von der Transfiguration. Auf Jüdisch wird es reden von verklärt. Hij verklärt sich. Hij wird verklärt für die Jünger. Hij verklärt sich für die Jünger und sein Gesicht wird glänzt aus der Sonne. Wenn wir von der bloß nach der Sonne kijken, unsere Augen kommt dort nur dafür. Wir können nicht lang handchecken. So da wird sein Gesicht und seine Kleider werden wett aus dort Licht. Jesus leidt ein klein Bett von seiner Herrlichkeit nur der Jünger wiesen. Weil wir mit dit in Gedanken houden, om een persoonlijke, besondere meeting te hebben, du op een borg, dit moet worden voor Jezus zijn Kreuzung. Dit moet alle verbracht worden. Jezus hat von zijn dood geredet en über seine Jünger können dat nicht verstehen. Du op een borg merkt Jezus sich een klein beetje op en leidt de Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes, dort einmal seinen von seiner Herrlichkeit, um den Trost verehrt, was noch wird kommen. Die Jünger werden bedrängt. Das heißt, sein Gesicht wird aus der Sonne scheinen. Einmal zu sein, wenn hier eben wird er als Mensch, auch als Gott, in der Herrlichkeit. Er wird Gott und Mensch taub hier. Seine Kleider werden wett aus Licht. Du wirst kein Fehler nicht, du wirst kein Schweinchen nicht, du wirst keinen Sinn nicht. Vers 3 sagt uns, und dann sahen sie auf einmal Moses und Elia. Dann sagt Petrus mit einmal, Petrus, Johannes und Jakobus mit einmal Moses und Elia mit Jesus reden. Wer sind diese? Moses und Elia wären auch für Jahren nicht mehr auf die Idee was. Die Jünger überhanden die. Das sagt, sie sahen Moses. Warum Moses und Elia? Was hatten Moses und Elia hier zu tun an dieser Geschichte, an dieser Arbeit? Die Bibel sagt uns dort nicht klar, aber wir nehmen an, Moses wird dort gesagt. Moses kam hier, um mit Jesus zu reden, über das Gesetz. Gott hat Moses die 613 Gesetze gegeben. Und ich stelle mir was vor, Jesus wird der Einzige, der das Gesetz ausführen kann. Moses wird hier, um dann einmal über zu blättern, während die Gesetze alle ausgefüllt worden. Und yes, Jesus wird der Einzige, der das Gesetz ausführen kann, hat ausgeführt. Elia soll zu sein, Elia wird der Prophet. Elia wird der erste Prophet, und wir können vielleicht annehmen, der Prophet von den Propheten oder der Lehrer von den Propheten. Elia wird noch mehr von der Bibel geredet. Elia als der Prophet. Elia kam hier mit Jesus, um die Jünger zu wiesen. Was so weit, was in der Prophezeiung geschrieben wird noch alle in Erfüllung kommen. Und da wird noch alle in Erfüllung kommen. So da bringt Moses und Elia hier mit an, auf diesem Meeting, doch da können einmal aufgehoben werden für Jesus sein Sterben. Moses und Elia reden mit Jesus, wo sie dort alle durchreden. Markus 9, Vers 4 sagt, sei euer Helden sich. Das sagt nicht von was sei sich euer Helden, aber sei euer Helden sich mit Jesus. Lukas beschreibt dort, so steht. Wenn wir dort lesen wollen, in Lukas 9, Vers 28 sagt dort, hier redet von nur Achdeel. Achdeel nur dem, dass Jesus das gesagt hat, war, dass Jesus hat von seinem Tod geredet.
Neem hij Petrus en Johannes en Jakobus en ging met hem op einen hohen Berg te beden. Hier zijn we dort, Jezus ging te beden. Maar wenn wir denken an beden, was sagt uns dort? Jezus ging mit Gott vertrauen. Gott wird hier mehr an. Wo sie allein wären, war Jesus ging auf den Berg nach, zu beten, wo sie allein wären. Mich haben das Gedanken muss an durch diese Werk. Jesus wird 3 Jahre auf Eden gewesen, manche Menschen, gepredigt, gelehrt, Wunder getan, Menschen geheilt, Dinge sein gemerkt, für 3 Jahre. Ich stelle mir ein bisschen mehr vor, als vielleicht auch mal gewesen. Mir als wenn ich einen Tag mit Menschen sehe, dann werde ich over een jaar naar huis fahren, wenn ich sie meid. Und der menschliche sieht jedoch, wird Jesus bedrückt, wenn er an seinen Tod dacht. Jesus hat seine Jünger geredet von seinem Tod. 8 Tage nachdem, dass Jesus hat von seinem Tod geredet, ging er auf einen Berg zu beten. Und während er beten deed, verändert sich sein Gesicht. Nu wird sein Gebet werden mit Gott, verändert er. Und während Jesus beten deed, kamen Moses und Elia in der Herrlichkeit. Sie kamen da alle taub, über zu reden, wo er nur Gott seinen Willen in Jerusalem sterben würde. Diese Meeting hat auch unbedingt mit Jesus sein Leiden und Sterben zu tun, darüber zu reden, wo er wird mit Leiden und Sterben in einem 3 Tagen wird er wieder abstehen. Wir sehen auch, dass wenn Jesus in Gethsemane wird, für sein Leiden und Sterben, bet er weiter. Vorher, wenn du dort so wärst, dann nimm der Lebenskoffer von mir, aber dort soll nicht so werden, als ich will, aber sollst du. Dort wär's, Lukas 22, 42. Hier haben sie auch diese Meeting gehört, Krieg, wo sein Leben und Sterben wird sein. Aber jetzt wir sehen, wo Jesus bedrückt wird, als Mensch. Jesus wie Mensch, kriegst es ich und du. Er feilt, er wird bedrückt, er wird traurig, er wehrt sich, er wird versucht von Satan, aber in aller das, Jesus sind dich nicht. Vers 4 sagt uns, über Petrus und die mit arm wären sie schleiprig. Und als sie erst ganz wacker wären, sahen sie seine Herrlichkeit in die 2 Männer, die bei ihm stünden. Wie hier war Petrus, ohne zweimal denken, redet war los. So ist er eiert. So ist gewöhnlich, würde ich vielleicht sagen. Petrus wird immer eine Person, die leicht losreden wird. Er sagt es das. Herr, wenn du das so wärst, dann werden wir eine Seele abstellen, Holzseelen, Tempels bauen. Ohne Denken. Wenn du das so wärst, dann würde ich 3 Zelten bauen. Eine für die, eine für Moses und eine für Elia. Dann wollen wir Himmel auf Eden haben. Er wird in einer Zeit, wo ihm das wirklich schein wird. Er dacht an Himmel zu haben, Krieg durch. Dann dachte ich bis an, wofür können wir uns das so? Wenn wir in einer scheinen Zeit sind, wir sind in einer Zeit, wo uns das gut geht, das jetzt scheint, wir haben vielleicht ein gutes Ding können uitführen, ein gutes Ding kann fertig machen. Verjeten von Jesus. Verjeten von seiner Herrlichkeit. Verjeten davon, dass Jesus noch ein Tag zurückkommt. Herr, lot uns für immer leben. Ne? Wofür können wir uns das so, wenn wir in eine scheine Zeit kommen? Verjeten wir von Jesus? Oder denken wir daran, wer uns Herr ist, dass wir trägen und dankbar sind?
Vers 5. Det zal je weet, wat komen van Jezus getauft wird, nu Matthäus 3, Vers 17, komen hier waren. Dit is mijn zin, den ik goed zie, met dem ik zeer tevreden zie. Horch nu aan. Horch nu aan. Horch wie nu Jezus. Zijn we opmerksam, wanneer Jezus reden wird. Zijn we opmerksam, wat de Bibel ons leren wil. Oder horch wie nu ons ene denken en vermeien. Wie kan dat nog wat alles zelfs doen? Oder zijn we hart geworden, dat we hem niet meer hören. Dat we zijn stam geworden. Jezus redt und jetzt wir hören nicht. Wir lesen sein Wort und wir verstehen nicht. Wo steht es? Was ist Jesus bei uns? Als die Jünger, die Stammhirten, fallen sie da mit das Gesicht auf die Erde und fürchten sich sehr. Die Jünger, das was wir sein können, die können nicht verstehen. Die können auch nicht alles verstehen, wenn Jesus reden von seinem Tod. Und waren hier, sie gerühlten sich. Sie fürchten sich sehr, sagt er. Fürchten ich und die uns nochmal, wenn Jesus reden wird? Die Jünger fürchten sich. Wenn ich denke daran, wenn Gott nur die Kinder Israel reden wird, in 2. Mose 19 auf dem Berg Sinai, dort sagt, die Menschen können dort mäßig verdrehen. Dort Rummel, dort Blitz. Und dort ist auch, wo viele von uns sich von der auf sich Werken feiern. Das ist, wo wir sind abgewaschen. Gott ist ein harter Gott, Gott ist ein doller Gott. Wenn wir lesen, und wenn Gott reden wird, dort ist was krautet. Und dort ist es. Wenn Gott reden wird, dort ist was krautet. Dort ist was Besonderliches. Wenn wir lesen nun in Matthäus 11, 28, sagt er, aber auch Gott ist, 11, 28 sagt er zu steht. Gott ist auch sanftmütig. Kommt alle nu mee, die unter schwere Lasten gonen en bedrekt en mij zijn, ik wil jullie geven. Laat jullie mijn jacht op en leert van mij, wils ik sie sanftmütig en van harten deimütig en je worden rechtvaardig voor jullie ziel. Wils mijn jacht drekt niet en mijn last is leeg. Wenn wir die Versen lesen, hört sich dort noch einmal da, was Gott ist? Hört sich dort noch einmal so, dass wat in je rummel zijn, wanneer wat komt? Maar ik heb het aannemen dat Gott een liefdevoller Gott ist. Gott ist hier für uns, uns nur am zu kriegen und nicht uns weg zu kriegen. Oder Markus 10, wo Jesus die Kinder segnen wird. Jesus sagt, bringt die Kinder nur mit. Jesus sagt nicht, dit und dit und dit machst du alle tun. Jesus raubt, kommt nur mit. Vers 7, 8 und 9. Warum sollen die Jünger dort zu keinem sein? Was sie auf dem Berg gesehen haben. Eine Isaac wird ganz besonders, ganz vernehmt, seine Zeit wird noch nicht gekommen. Jesus seine Zeit wird noch nicht gekommen, dort er so gekreuzigt worden. Jesus will nicht haben, dass die Jünger dazu wieder vertellen, dort mit einmal noch wird ein Missverständnis kommen. Wir sehen dort kurz, nur an den Tagen, war die Jünger können dort noch alle nicht Krieg verstehen. Jesus redet von seinen Tod, das muss alle warnen, und dann frühen die Jünger an, warum seien die Schriftgelehrten dann, dass Elia erst kommen muss. Sie hatten Jesus seine Herrlichkeit nicht gesehen am Berg, und jetzt, sie dachten an die Prophezeiung, dass Elia noch kommen wird. Sie luden nach nur Elia. Aber das sagt, Jesus antwortet an und sagt, dort ist so, dass Elia erst kommen muss, und alles terzustellen. Dort ist Christus dort. Matthäus 17, Vers 12 sagt es dort, aber ich sage ihnen, Elia ist euer was. Sie werden dort nicht angeworden, sie haben dort nicht gesehen. Elia wird euch kommen.
Elia as euer was, bloß sie haben nicht anerkannt in deinen mit am Krieg, was sie wollen, in den Menschen sehen, was gerot so durch anliegen machen. Aber dann sagt er, dann verstanden die Jünger, dort hei von Johannes den Däuper redet. Elia wird gekommen. Und jetzt, die Menschen haben angebracht, Krieg so, als was sie den Menschen sehen, würden anbringen. Jesus weiß, die 3 Jünger ein klein Bett von seiner Herrlichkeit. Er leitet ihnen dort sein, sie sollen lernen. Er leitet ihnen dort sein, was danach zu kommen wird, wenn Jesus erst von dort wird abgestanden sein und wird trägt im Himmel fahren. Die Herrlichkeit reich zu merken, für ihn und für die und für mich. Sie sollen lernen, was Jesus wir von dort abgestanden und dort sich nicht, und dort sei sich auch, was sie gesehen haben, sollen vertrauen, wenn er erst wird von seinem Tod abgestanden. Als Jesus von Gott dem Vater, lass mir ein Klammer dabei. Wir sehen auch, das was Petrus schrieben hat, in 2. Petrus 1, Vers 16, sagt er wieder, so steht, als Jesus von Gott, dem Vater, seine Ehe, du offenbar, kriegt Jesus die Ehe von seinem Vater. In Herrlichkeit kriegt. Johannes 17,1 sagt ans Wahre, lot an, als das nur, was Jesus sein Tod wird, sagt er, kijk Jesus zum Himmel und seht, Vater, der Zeit ist gekommen, merk dienen sehen herrlich. Die Zeit wird nicht dauern, dass Gott wird seinen Sehen verherrlichen. Dort den Sehen, die auch verherrlichen. Und als der herrliche Stern seht, das ist mein Sehen, dem ich Gott sehe, mit dem ich sehr zufrieden sehe. Petrus sagt, wie selbst wird wir auf den Berg werden, hier wie dieser Stern vom Himmel. So haben wir gesehen, dass es wirklich so ist, als die Propheten gesagt haben. So sehen wir in diesem Aufschnitt, es ein wichtiger Punkt gewesen für Jesus seine Kreation. Wir sehen 2 Hauptpunkte hier. Der erste ist, wie Jesus leitet, der Jünger ein kleines Bett von seiner Herrlichkeit seinen. Am Abend zu trösten, wenn ich Jünger werden auch bedrängt. Sie würden ihr Meister verlieren. Am Ende zu trösten, wenn sie auch bedrängt werden, dort er hat von seinem Leben und Sterben geredet. Der zweite Punkt ist, wir sehen auch, dass es eine Vorbereitung wird für Jesus, als er sterben wird. Das wird eine Zeit, wo Arbeit reingemerkt. Wo wir so können sagen, die Dreieinigkeit Gottes kommt auf, mit Moses und Elia, um rein zu merken, um Jesus zu stärken. Und diese Zeit anzugehen, wo die Menschen werden verspotten, im Gesicht spielen, und auch an Kreuz nehmen, wo er wird sterben für die und für meine Sünden. Zum Schluss werde ich ihn gehen lassen mit 3 Frauen. Wenn wir das Aufschnitt lesen, hier von Matthäus, von der Verwandlung in seiner Herrlichkeit, lesen wir das bloß aus einer Geschichte vor einem Haus und gehen ans tägliche Leben wieder. Oder ein Leben bloß nur unsere fleischliche Desires nur. Nummer 2, da wir haben wir Jesus Christus angenommen. Haben wir das Geschenk angenommen von Jesus Christus, was er uns anbieten hat, den Preis, was er zahlen hat, ab den Kreuz. Wo er gekreuzigt wird, haben wir sein Blut angenommen und seine Auferstehung. Nummer 3, Schwestern und Brüder im Herrn, sehr wie bereit, um Jesus zu begehen und seine Herrlichkeit. Wo unsere fleischliche, stoffliche Übung nicht von der Hand gehen. Wo wir wollen verändert worden.
Sehr wie reut, zum Anbegehen in der himmlische Herrlichkeit und mit ihm zu sein, für immer und ewig. Laten we beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, Vater, für deine Liebe, die du hast für uns. Herr, du gingst ganz bei dem Kreuz. Du starbst für uns und du siehst, dort ist vor dich, Herr. Von dir, wir können nicht in uns selbst. Wir können uns dort nicht verdienen. Herr, du bezahlst den Preis, wo wir schuldig wären. Herr, die sind wir dir sehr dankbar für. Herr Jesus, von dir aus uns Gebet, dass du uns helfen, als Kinder Gottes, dort wieder und wieder zu verstehen, dort wir wollen mutig sein und sich abheben und es steht draufladen. Und lernen nur den Tag, wo du wirst kommen in uns, in deine Herrlichkeit anzunehmen. Herr, ich sage dir Dank für jeder einer, der das richtig kommt. Und ich bete, dass du uns segnen wirst und dass du uns wirst halten. Dass du uns wirst halten und lehren, was du Wahrheit hast. In Jesu Namen. Amen.